Guten Morgen, alle. Good morning. Mich jeder schön, dass ich hier sein kann. Und wir sind in der Season, wo es allfach ein bisschen unterrein. Wir haben diese Werk bei uns Haus ein bisschen rein. Und das ging bis so schön ein bisschen Bütenseiten und der frische Luft und alles mit abgefrischt. Sehr, sehr fein, dass es auch ein bisschen geregnet hat. Ich weiß, die Farmer, die stehen alle und checken und luren für mich rein. Aber ich dachte, Samaris, ging ich gut und ich habe diese frische Luft, die ich anhole. Und mein Gebet wäre, dass, wenn ich hier von der zu Ihnen rede, dass wir auch frische Luft sein zu Ihnen, mit so der Regen, wenn der Ewald kommt, dass bis ich was abgefrischt fall. So, das Reihe von Botschaften, wo 3 Botschaften sind, die heißen die Krauft von Wieed. Und von der Ewald sagt, Wieed sind wichtig. Wieed sind wichtig. Und so, das Reihe von Botschaften, die wird vor allem sein. Und jeder einer wird hier kann, wird rauskriegen nicht das. Ich glaube, die wird an unsere Gewässer noch sehr schaffen. Da wird sehr dicht beikommen, das Reihe von Botschaften, wenn das so denkt, wo wir alle mit zu schaffen haben, wenn wir an denken, wo wir reden, was für eine Wert wir brücken. Mir ist es interessant, dass even Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht Christen sind, even die weiter, dass das sehr viel Kraft und wir, die können viel mit wir tun, können Menschen mehr einen Schlagpfeiler oder Goldpfeiler oder so eine Dinge. Und so, das wird für uns alle sein und wird mit an unseren Gewässern schaffen. Wie weiter das alle, dass wir der hat uns in Wasser geformt, wer wir sind von der. Die Dinge, die der Mensch hat zu dir gesagt, sommer hat was zu dir gesagt, war der Zeit vielleicht, und das ist in Wasser, wer du bist geworden, das ist, was die geformt hat. Du bist von der hier, und du bist nur sehr still geworden, wenn was somebody zu dir gesagt hat. Du bist hier von der, und du bist nur sehr laut, und nur sehr reit zum Reden, wenn sie zu dir geredet haben. Ja, du bist hier und du bist sehr leicht, dass du an Defense bist, dass du die Wehr ist, wenn wer wird anfangen zu dir verteilen, wenn sie so Eier zu dir verteilt haben, wenn sie so Eier die Hawaii tun und du bist noch einmal nicht geheilt von dort, so wenn irgendwer anfangen zu verteilen, dann hast du deine Defenses ab, wenn du wirst nicht wahr sein, was ihr tun. Ein Ding, was wir mal einmal verjeten ist, dass wir andere Menschen auch formen, mit so wie zu reden dann. Wie weit uns hat das geformt, aber wir verjeten dort, dass wir reden dann, dass die nächste Person auch was in Form geben, oder dass die sich auch in besser Weg abstellt. Und wenn ich denke an andere Formen, dann das erste denke ich an die Familie. Die werden ganz dicht bei uns sein. Das sind deine Familie, das sind deine Kinder, das sind deine Geschwister, oder das sind deine Ehepartner. Das sind die, die das dichtste bei sind. Und die hier, das ist das erste, wo du redest, jeder Tag für Tag mit ihnen. Vielleicht sind das deine Arbeiter, mit wem du top schaffst. Vielleicht in einem Geschäft, oder wo du jeder Tag mit top schaffen ist. Vielleicht sind das mit denen, die du top nur der Schule ist. Aber ich will uns auch aufmerksam merken, dass so viel reden, und Tag für Tag, das formt die Menschen, mit wem wir top sind, zu wissen. Und so, wie können die abbauen, die Menschen um uns, oder wie können die durchreiten. Und so meine Hauptvers für diese 3 Botschaften, die wir nehmen aus Sprüche 18, Vers 21. Und da sagt, dass die Zunge hat die Kraft über Tod und Leben. Und wenn wir das wirklich glauben, und wir würden sagen, das ist, was das ist, ich wundere es, wie ich würde mal einmal da abpassen, was wir würden sagen, wenn wir mit den Nächsten reden würden. Würden wir da careful sein, da abpassen, was wir sagen. Und so von der Eva schreibt, dass wir sind wichtig. Und das wird ein bisschen der Grund gleich sein von der für die nächsten paar Werke, wo wir davon reden. Und so ich habe 4 Punkte. Und für die wird sich wel Notes abschreiben. 4 Punkte. So hier ist der erste Punkt. Und das ist, wir verbinden uns mit Gott. Auf Englisch würden wir sagen, they connect us to God. They verbinden uns mit Gott. Und der Vers in Römer 10, Vers 9, da sagt es, wenn du mit deinem Mühl Jesus als Herr bekennst und glaubst, dass Gott am von dort abgeweicht hat, wirst du seilig. Das ist unsere Rettung. Das ist unsere Rettung, als wenn wir mit dem Mühl bekennen. Und ich weiß, wie dort, wenn Menschen getauft werden, die bekennen, die sagen, dass sie glauben an Jesus. Aber ich glaube, wir sollen das mehr einmal even das bloß an den Tauf hast. Wir sollen Tag für Tag mit den Menschen, die wir taub sind, wo immer wir sind, die sollen antworten, dass wir Jesus als uns Herr
bekannt und dort er uns gerat hat. Das ist unsere Erfahrung. Wir singen hier in der Kirche, wir beten tüß und das verbindet uns mit Gott. So wir verbinden uns mit Gott. Punkt Nummer 2 ist, wir sind nicht für frei. Wir haben vielleicht manchmal die Idee, wir sind für frei und das geht bis in den Laufen und die sind weg. Wir sind nicht für frei. Even wenn dort auch sagt, dass wir haben Freedom of Speech, in das Land sagen wir Libertät der Expression, wir können uns expressen, wir können dort sagen, was immer wir wollen. Und uns expressen, was immer wir wollen. Wir können dort down on Facebook und Instagram und Mensch zu Mensch, wir können dort sagen, was immer wir wollen sein, wenn wir haben die Libertät der Expression, wir können sagen, wo wir uns wollen. Das, was das gesagt hat, oder das, was die Constitution sagt, aber Gott, der lehrt uns anders in Gott sein Wort. Und aber das gute Ding ist, dass wir Libertät haben, dass wir Liberty haben, sein, reden dort, was immer wir wollen. Dort ist, wo wir hier können von der Top kommen und wir können von Gott sein Wort reden, wir können dort in uns verloren Frieden. Und das ist das gute Ding, dass wir frei sind, um uns Glauben mitzuteilen. Das schlechte Ding ist, das schlechte sieht von dort aus, dass wenn Menschen so frei sind mit dort und andere Menschen weiter, mit dass sie so frei sind und Menschen durchrennen und sagen, was sie denken. Und so manchmal verjährt wir dort, wenn das auch das im Gesetz sagt, dass wir haben Freedom, das meint noch nicht, dass das dann alle frei ist, dass wir das können tun. Wenn Gott sein Wort, der lehrt uns, dass wir sind wichtig. Wir sind sehr wichtig und wir müssen aufpassen, was wir sagen. Der Psalmist David hat den Psalm geschrieben und er kann das verstehen, wenn er davon geschrieben, wo wir können aufpassen mit dem Wort, was wir reden und was wir sagen. Und er sagt in Psalm 141, Vers 3 und 4, du hast den Vers, das sagt, Stahl und Wächter über mein Mühl, o Herr. Er betet zu Gott und er sagt, Stahl und Wächter, bring wem, wo wer wird werken über mein Mühl, werk über meine Lappen. Laat mein Hart nicht mitgeraten worden, Beise zu tun. Pass auf für mich, komm und werk über meine Lappen, Gott. Halt mich, dass ich nicht mitgeraten war und dass ich Beise tun. Psalm 39, Vers 2, da sagt er, ich habe mich vorgenommen, da noch zu sein, dass ich mit meiner Zunge nicht singen war. Ich will mich einen Ton ableihen. Das wird interessant, wenn wir einen Ton abgeleicht haben. Aber das Wort der Ton meint, das ist ein Muzzle, das ist ein Ding, was der Piet über das ganze Gesicht oder das ganze Mühl über down, wenn sie Korn durchfährt, der Piet nicht beyond kann Korn freten. Und so das, was das Wort hier ist, das so meint. Some von uns wird vielleicht Fan sein, wenn wir eine Naht über uns Mühl haben. Das wird interessant lauten. Aber das, was der Psalmist hier sagt, Gott, ich will mir eine Naht über mein Mühl, dann ich will ein Filter für mein Mühl sagen, wenn ich will nicht mit meinen Lippen singen. Und wenn ich an das denke, ich habe mir einmal gesagt zu Christi, und ich sehe auch damit, dass der meiste Sinn, was ich begonnen habe, sind mit meinen Worten. So viel mal habe ich gesehen, ich kann nicht abgepasst, hat zu sagen geredet, und dann habe ich wem tun. Und was mir schlecht jetzt zu sein, dass ich habe viel mal Christi tun, mit das ich hatte geredet. Aber Gott mir das weiß, dass und ich das anerkennen, dass Christi der ist nicht bloß meine Frau, aber sie ist mein bester Freund. Gott hat mir gegeben, aber ich kann nicht in Kontrolle über Erde, dass sie mit in meinen Düm sind, so zu sein. Und ich sehe nicht vollkommen dort, aber ich habe weit gewaschen und dort, wenn mir ist es wichtig, dass ich nicht mehr mit meinem Müll singen. Und wenn ich sie sage, lehre ich rein zum Reden. Wenn du hier so bist und du auch rein bist zum Reden, sei lehre ich. Ich kann die sein, und vielleicht auch irgendwann eine Stelle bist. Du wirst vielleicht in den Streit gewähren, wenn wir in den Streit sind, aber du wirst die Einigkeit verlieren. Vielmal ist es so, wir stehen auf uns stark, wir gewinnen den Streit, aber wir haben die Einigkeit verloren. Was wir vielmal tun, wir alle, meist alle, das ist, wir sagen, dass ich soll das so mal nicht sein, aber und dann sagen wir das. Dann sagen wir den ganzen Streit und dann dürfen wir das noch ein bisschen übertrieben und merken, die Geschichte scheiner hier ist, was das wirklich ist. Ja, dann klingt es noch was wieder und dass sich das so hier, dass wir haben diese Geschichte nach dem Vers abgemerkt und das soll nicht dort so sein. So wir sind nicht für frei. Der Punkt Nummer 3 ist, wir tun weh. Wir tun weh. Wir glauben vielleicht, dass wenn wir bloß mit Raum stoßen und wenn das ein Stoß ist, dann wird das nicht weiter. Aber das ist nicht so, das scharf. In Sprüche 18, 18 und 19,
da sagt es, so als ein Wohnsinn ja mit brennenden Pfeilen Menschen totscheiden dat, so als ein Mann, der sie nur bei ihm Licht führt und dann sagt, ich spüre bloß. Das Wohnsinn ja hier, das ist auf Englisch eine Übersetzung sagt Maniac, würde sagen crazy person, aber auf Deutsch sagt es ein Dief oder ein Stehler. Ein Dief und Stehler wird am übersetzt und die anderen Menschen totscheiden dat. So als ein Mann, was sie nur bei ihm Licht führt und dann sagt, da wird ein bisschen Spaß. Da wird gleich so was schlimm. Das ist ein bisschen Spaß. Und wir sagen, da wird vielleicht keine Meinung dabei. Aber wenn wir das gesagt haben, wir würden vielleicht sagen, ich sehe nicht so, ich sehe nicht so ein Mensch, was das tut. Aber was wir vielmal tun, ist, wir geben Hand, oder wir dienen daran mit das, was wir sagen, und wir wollen was zurückbringen, wir dienen daran sein, ab dem Weg, dass der Nächste das hat, sehr weh tun. Und dann, wenn wir antworten, dass der Mensch das hat weh tun, dann sagen wir, hey, das wird ein bisschen Spaß. Ich meine das nicht dabei. Oder wir fangen auch an, träge zu reden und sagen, dass du bist viel zu empfindlich. Das wir bisschen mit dem Spaß, du bist viel zu empfindlich. Ich kann die weh tun, dann bist du noch viel zu empfindlich. Wieso nimmst du das so ernst alle an? Ich habe ein bisschen Spaß mit dir. Aber die Bibel die lehrt uns anders, dass wir anders umgehen mit unserer Welt. Die Bibel die sagt, dass was in uns hart ist, das wird rauskommen. Das kommt in uns Müll raus. Und wenn wir sagen, dass ich habe bloß ein bisschen Spaß, vielleicht sollen wir auf einmal ein bisschen kicken sein, was hast du in mein Hart? Hast du was in mein Hart, was dann nicht reich ist, das wohin das alle top rauskommt. Das ist ein bisschen, wenn die Apfelgärtner würde bei einem Apfelbaum vorbeigehen und der Apfelbaum, der würde sagen, ich sehe gleich einen Apfelbaum. Ich meine dann nicht, wie ich hier Apfel habe. Ich sehe einen Netenbaum. Und ich würde sagen, ja, was immer, kann nicht sein, eine Frucht, du bist ein Apfelbaum. Und so Jesus, der lehrt uns, dass unsere Werte sind ein bisschen so die Frucht an den Baum. Er hat vergleicht das, unsere Werte mit Frucht an den Baum. Und wie weiter das, dass der Baum, der hat Warteln. Und so dann müssen wir noch unsere Warteln kicken. Wenn da was in uns Müll reinkommt, was Gott nicht isst, und wir antworten, wir haben den nächsten Weih tun mit dort, und wir haben noch versucht zu beschweren, er sagt, da haben wir ein bisschen Spaß, dann sollen wir in uns Hart kicken und sagen, Gott, wo ist der Wartel von das? Das wüsste ich nicht mal, dass ich das in mein Hart habe. Was ist der Wartel von das? Von wo kommt das Beleidigung her? Wieso rede ich diese Dinge? Was ist in mein Hart? Und dann Gott fragen, wo soll ich mit das Deal? Wies mir, wo soll ich mit das umgehen? Und Gott wird die wiesen, du kannst Buße tun, du kannst Raum drehen, und du kannst mit dem Wartel anfangen zu schaffen. Das ist ab bevor ich schaffe, mein Wirt, der lehrt mir viel von Warteln. Wie Acker, Karten, und wir sind viel der Länderie gekropen und da gekläft nach der Wartel gekickt. Sein würde wir mit der Wartel, wenn dort seht uns im Bett, was da angeht mit der Plant. Und dann über dem fangen wir Peanuts an zu ackern und dort verstehen wir nicht so gut. Das wird das erste Mal, was wir uns dort teilen. Wir haben einen Teil Peanuts und dann gehen wir auch nach der Wartel gekickt. Wir verstehen das nicht so. Wir nehmen uns einen Consultant an. Ein Ratgeber, das ist was ich meine. Counseling, das ist ein Ratgeber. So wir nehmen den an, dass der einmal den Weg kommt, kicken an unsere Peanuts starten, sein, was wir da soll da. Und der kommt mit uns auf der Länge der Reihe und weiß uns der Wart und sagt, was wir müssen dafür abpassen. Und ich dachte, wenn ein Camper uns ähnlich leben, dann da ich wieder bloß tun und wie sage ich, will mich da noch mit weiter, ich will noch mitfinden, was der andere hat in mir. Und ich stehe dort wirklich nur wem gehen und sage, hey, mir fehlt rot. Ich weiß nicht, was hier angeht in mein Hart. Weißt du, kannst du mich halten mit das? Bist du all das durchgegangen? Kannst du mir sagen, was ich soll tun mit das? Und Gott kann die wiesen, aber wenn es ans persönliche Leben kommt, dann sagen wir nicht so leicht reiten beim Geld zu tun und sagen, komm, sei mir, was steht mit meinem Hart. Was geht hier an? Wo sind die Worte mit das? Aber ab unser Peanutstab sagen wir ganz recht, vor 2 Monaten zu nehmen, den zu betonen, dass der uns Kummerot geben. Und ich will jemals mal zu sprechen, wenn je in jün Hort wird haben, je wundern, wo kann ich losfahren von dem, was geht hier an? Fragt den Rotgeber, seines Heil kann jün halten. Der einzige Weg, wo wir können losfahren von unserer schlechten Welt, dort erst, wenn wir um Vergebung fragen. Und so ich glaube, dass von der sind some von jün hier, und die handeln noch einmal mit Dingen, was wir zu jün gesagt haben. So ist das gesagt hat, was er zu ihnen gesagt hat, was er hat getan. Und die wundern, was kann ich damit tun? Ich will jetzt mit zu sprechen, lasst es gehen, verjeft, dass die können wieder gehen. Epheser 5, Vers 3, da sagt es,
Aber so ist, dass der Heilige Tod kommt, lohnt bei uns nicht einmal so viel aus Hurerei, Unreinigkeit oder Jids, die Rede sein. Je soll nicht schonbar oder nur auf Gerät haben und auch nicht Dummheit treiben, die uns nicht ansteht. Ich würde lieber dankbar zu sein. Wie würde vielleicht sagen, weil ich fange die Rede nicht an, die fangen an von Hurerei und Unreinigkeit zu reden. Ich rede ein bisschen mit Matt, ich lache nach Matt, ich sehe noch ein paar Dinge, aber ich fange die Rede really nicht an und wie versuche uns darüber zu reden. Und heute sage ich, wir sollen nicht mal platzen, nicht einmal von so einer Stadt reden soll wie ha. Wir sollen abpassen von den Dingen, nicht mitreden. Und dann sage ich das schonbare Dinge, like Dinge, die bis einfach zum Schämen sind. Ich weiß nicht, wie das damals so gut habe. Mir hat viel mal. Ich sehe da weich und ich dachte, oh my goodness, das ist zum Schämen, was ich da sehe. Und hij sagt, hier ist das so, und hij sagt, je Heilige, das sind Christen. Und auf Englisch sagt er, Gott seine Kinder. Wie ist Gott seine Kinder? Wir sollen abpassen, dass wir nicht so eine Rede haben, was Gries ist, was mit Hurerei zu tun hat, jedes oder schonbar, das ist einfach zum Schämen. Und wenn ich an denke, an unsere Jugend, und unsere Umgehend, Dinge, was da angehen, was der Government tut oder was der nicht tut, das so leer ich auf den Weg abzukommen, Dinge mitzureden und auch noch da was beizutragen, was schonbar ist. Das ist Dummheit trieben. Oder vielleicht andere griese Dinge verteilt. Und so hij sagt, das nicht. Bleib dabei von und ich finde lieber dankbar zu sein. So wir müssen mal anfangen, nach die guten Dinge zu kicken, even in unsere Jugend. Man wird nicht alles matchen und alles ist alles dreht, aber wir müssen kicken, wo können wir dankbar für sein, dass wir nicht in diese Dinge hineinfallen. Und vielmal, was da passiert, kriegt man diese Dummheiten driven und Spaß haben sie, wo das dort, wo wir das vielleicht nicht mal an, dass wir den nächsten Jahr sehr weit tun. Mit den Spaß und Dummheit haben wir den nächsten vielleicht irgendwo sehr weit tun. So wir abpassen für das, wir lieber dankbar sein. Und dann der Punkt Nummer 4 ist, wir haben Kraft. Wir haben Kraft. Mir ist es sehr interessant, wenn ich Jakobus lese. Jakobus, das ist Jesus sein kleiner Bruder. Und er hat viel geredet von, wo das schafft mit Wied. Ganz besiedte Botschaft hier. Mir ist es eben interessant, wenn ich denke an James, Jakobus, Jesus sein kleiner Bruder, dass er so viel Glauben hat, zu sagen, Jesus ist wirklich mein Herr und Heiland. So mit den abgewaschen in ein Heim und er hat genug Glauben, zu sagen, Jesus, was hat mir geraten? Ist das nicht interessant, das besiedte Botschaft? Aber anyway, hier so trägt noch wir hat Kraft, Jakobus, der schreibt hier in Jakobus 3, und er sagt, wenn wir die Piet abteilen, dass wir uns die gehorchen machen, dann haben wir durch ganz in unsere Gewalt. So wenn wir ein Piet abteilen, dann hat es ein kleines bisschen Isel, was wir Müll nehmen. Und dann haben wir die Gewalt über das Piet. Kann das wegen, kann das brechen, kann das stillhalten. Das ist die, dass Jakobus das geschrieben hat. Die Piet, dass wir mit der Traktor, den wird gebraucht zum Pflegen und zum Reisen und zum all die Dinge. Und die Piet, die wird angelegt. So ich sage, kriegst du es für ein Piet abtaumen, was ein starkes Piet ist, aber wir haben die Gewalt über das Piet mit einem kleinen Taum. Und dann geht er noch den anderen Vers, er sagt, kick mal einmal nach der großen Schäbe, die von einem starken Wind gedreven worden. Die war von einem Kapitän mit einem kleinen Ruder dahin gesteht, wo immer er will. Und so das sind 2 Beispiele, was er braucht. Das Piet, was stark ist, mit einem kleinen Taum kann wegen, ein großes Schab kann auch wegen, auch bis mit einem kleinen Ruder. Und dann sagt er, so ist auch die Tongue ein kleines Glied und kann doch große Dinge anreichen. Wofür ein großer Will kann doch mit einem kleinen Vier angesteckt werden. So er sagt, dass unsere Tongue ist auch ein kleines Port und er kann aber große Dinge anreichen. Ich habe einmal was gesagt und ich habe gesagt, na was kann das so was groß? Es wird ein kleines Ding, was ich sehe, das hat ein großes Ding gegeben. Hat was Großes gegeben, von was ich da sehe. Das ist, was das hier von redet. Wir sagen manchmal, ob der Anrechte steht, vielleicht das Anrechte Ding und das kann ein großes Ding geben. Und das war bloß nach euer. In Jakobus 3, Vers 7, da sagt es, Menschen haben allerhand Tiere, Vögel, Kryptieren und Wuttertieren können tun merken. Wer soll mal bei einem SeaWorld gewesen, der große Fische sein oder Vögel, allerhand Dinge, Menschen können die tun merken. Aber er sagt, aber die Tongue, das eure Denk, Fall, Tod bringen, das Jaff, kann ich einer in Kontrolle bringen. Was er hier sagt, ist, Menschen können Tiere anlehren, große Fische und allerhand Dinge, aber wir können die Tongue nicht in Kontrolle bringen. Der Mensch kann das nicht tun. Aber der Gute ist, dass Gott das kann. Mit Gott seine Hilfe geht das zu tun. Gott kann das tun. Und
Hij zegt hier, met de tong loof wie Gott den Vater, en met de tong vliegt wie de mensen die nog Gott zijn beeld geschaffen zijn. En met de tong, en uit de muil komt het loven en vliegen, en dan zegt hij, mijn broeder, dit zal best niet zo zijn. Dat zal niet zo zijn. Dat zal niet zo zijn dat we loven en vliegen uit ons muil uitkomt. Hij zegt, dat zal best niet zo zijn. So hier het nächste is de goudenies. Ik leg je dat nu al uit voor wat goud hier in goudenies. En dat is in 2 Mose 4, vers 10. En dat is waar Moses met God redt. En hij hem daar vertellen dat hij niet goed reden kan. En Moses zei te dem Herrn, aber mijn Herr, ik zie niet einer die goed reden kan. En ik zie ook nog niet was. En nu ook, dat u te dien deiner redt, is dat nog niet beter geworden. Ik kan bloß nicht gut reden oder mich klar uitspreken. Wat Moses hier dazu sagt, is, ik kan nog niemals niet goed reden. En nu even dat ik die kan, nu dat ik die vertelde, dat u te dien deiner redt, nu dat ik die had kennengelernt Gott, dat is daar nog niet mal beter geworden. Ik kan daar nog niet reden en ik kan me niet graag uitspreken. En zo, ja, het hier is zo weer. En hij zegt, en de Herr zei te hem, dit is hier de Ober-Gott-Geschichte, waar ik zei. Dit is hoe Ober-Gott nennt komt. En de Herr zei te hem, wer heeft den Mensch dat reden gegeven? En wer merkt den Mensch dom oder doof? Oder dat hij zijn kan oder niet? En dan zegt God, ik de Herr doe dat toch. Ik doe dat. En hij zegt, nu goed, ik zelfs, God, ik zelfs, wat die reden halten en die in je rechten wat u zeggen zoals. Dit is goede nieuws. Voor mij is dit goede nieuws. Dat God, die zegt, ik wil die halten wat u zo zei. Niet bloß dat u wat smak reden kan, oder voor mensen reden, maar ik wil die zeggen wat u zo zei, dat u was de rechte Weg brengen. En dat is voor mij en voor die van jou. God is de hammerwillig om die halten, die een tong in je controle brengt, dat u kan zo'n dingen reden, wat aan wat hoog geven, wat aan wat loven, wat andere mensen wat opbrengen, en er staat dat op wat doelreden. Nu heb ik hier nog een paar dingen, wat ik jullie wil metgeven. 3 dingen eigenlijk, wat je kan metnemen naar huis. En dit zijn dingen wat je kan aanwenden van vandaag aan in deze week. Dit zijn praktische dingen, wat je kan dus metnemen en dat vandaag aanvangen. En nummer 1 is, je hebt God vrijheid om die hart te ändern. Wenn we lezen daar, dat het komt uit dem hart. En zo, wanneer we trouble hebben met te veel reden, aardig weer reden, en we ons al zoveel wie doen andere mensen wij met ons reden, het eerste ding wat we wel doen, is bis naar God komen zei, ik geef die vrijheid, omdat u kan mijn hart komen veranderen. Kijk in mijn hart, verander mijn hart. Psalm 19, vers 15, daar zegt het, mocht u aan de weer uit mijn muil, en aan de gedanken in mijn hart en gevallen haar. En die is mijn kracht, en du raadst mij. So dat is nummer 1. We bis voor God komen zijn, kom in mijn hart, merk mijn hart rein, schaffe mijn hart, en verander mijn hart, dat ik weet, de weet wat uit mijn muil wordt komen, de gedanken wat ik heb, dat het wat reinert zijn. En dan nummer 2 is, zaad een filter voor die hart, dat du was oppassen wat in die wat nankomt, in die hart wat nankomt. Zaad een bisschen filter voor. We doen dat voor onze tractors, onze car en pickups. We hebben airfilter, en we hebben smeerfilter, en we hebben gasfilter, of wat immer dat is. We passen op wat in den motor nankomt. En zo willen we oppassen wat in ons hart nankomt. We hebben een filter verzaten. Matthäus 12, vers 34, dat is wat Jezus zegt. Dat is uitgeschreven. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, waarvan dat hart vol is, daarvan redt het muil. Waar dat hart van vol is, daarvan redt het muil. En dan de nächste vers, een goede mens springt uit zijn goede kuma goud eruit, en een slechte mens springt uit zijn slechte kuma slecht eruit. Op Engels, de kuma is de evazaat nog hart, so dat is ons klaar. Wanneer we slecht in ons hart nemen, dan wordt slecht eruit komen. Wanneer we goud in ons hart nemen, wordt de goud eruit komen. En dan zegt hij, en ik zeg u dit, om je rechtsdag, wat de mens rekenschap geven voor ieder aannutzelijk woord, wat hij gereed heeft. Wils dergene weet waar je rechtvaardig en dergene ene weet waar je verdammt. Dit is mir immer wichtig, wanneer ik dit lees. Wenn het zegt je niet bloos dat vol die vlieg weer, of die slechte weer, dat zijn onnutzbare dingen, domheid drijven. We waren een dag
verantwortlich sind für die Dinge, was wir gesagt haben. So die wird sind nicht für frei. Die wird gehen nicht bis in den Laufen und dann sind die weg und keiner sieht dort mehr. Ich weiß nicht, wer das schafft. Ich weiß nicht, ob es ein Engel ist, was alles abschrift, was ich dir sagen und das alle abgeschrieben ist. Ich weiß das nicht. Aber ein Ding, das weiß ich, dass auf einer Stelle sagt, dass Gott, der wird, wenn wir noch ankommen und Buße tun, er wird unsere Sünden nicht mehr im Denken. So vielleicht hast du gleich, dass das alles abgeschrieben ist. Vielleicht hast du bloß, dass Gott das alles im Denken hält, was du gesagt hast. Habt das alles im Denken, aber wenn wir noch ankommen, Buße tun, dann sagt er, ich werde nicht mehr an deine Sünden denken. Er wird das verjährt und das tiefste Meer anschmieden. In Sprüche 4, Vers 23, da sagt er, merk sicher, dass dein Hart weise ist, wodurch dein Leben kommt. So merk sicher, dass dein Hart weise ist. Pass auf, was in dein Hart dann kommt. Daran fällt dafür. Pass auf für dein Hart, das wo dein Leben durchkommt. Und so hier will ich ein bisschen zu den Dads reden. Die junge Jungs, die kicken zu meinen Lehrer sind, die sich befreien will und abwassen, junge Männer. Ich glaube, das ist für uns, dass wir auch abpassen, was in uns Hüssen ankommt. Ich meine, wir wollen abpassen von uns selbst, was in uns Hart ankommt, Filter abstellen für uns selbst. Aber ich glaube, uns als Dads, das ist unsere Verantwortung, dass wir einen Filter haben, even was in uns Heim ankommt. Was kommt alles in dein Heim an? Was von den Movies wurde gekickt? Was von den Videogames wurde gespielt? Was von Musik wurde gehört? Ich sehe sehr groß an dort, wenn die Musik, ich glaube, Musik das ein Teil an unsere Gedanken und an uns Hart. Und so, das ist unsere Verantwortung. Als der Lehrer im Heim, und als der Lehrer, wo wir leiden, dass wir abpassen von uns selbst, aber dass wir ein Filter danach und abpassen, was dann ankommt. Wenn der Geriese ankommt, eure Leute, wird das rauskommen. So wir abpassen, was in uns Hart ankommt. Und dann hier ist das dritte Ding, und das ist, merkt eine Entscheidung von dir, anfangen Leben zu reden. Anfangen so zu reden, dass das abbauen das, was Leben bringt, und es steht, durchhaken das. Und hier sind some Dinge, was die können sein, some wird, was die können brauchen. Some, die fällt das schwer zu den Nächsten sagen, vielleicht even in deiner Familie, I love you. Ich sehe dich gut, ich liebe dich. Wenn wir da mal anfangen, mit dort anfangen in unserer Familie, vielleicht hast du es mit der Geschwister, oder der Dad, oder der Mom, oder dein Ehepartner, was immer es ist. Wenn wir da mal anfangen, bis anfangen zu sagen, I love you. Deine Freund, ich weiß, das wird vielleicht ein bisschen funny fallen, weil ein Mann wird zu dir sagen, I love you. Aber auf der Rechte steht, wenn ihr das wirklich so meint, hat das auch keinen Fall, hey, ich gehe was dran an dich. Ich sehe dich gut. Das wird der rechte Weg schaffen. Wenn wir anfangen, wir zu brücken, was wir abbauen dann. Und dann werden wir brücken, was wir loben dann. Wann ist das letzte Mal, was du deinen Dad oder deinen Sohn hast gelobt? Hast du deinen Sohn oder zu deiner Tochter gesagt, good job. Man, das ist eine gute Arbeit. Dankeschön für deine Arbeit. Und anfangen, dich zu loben. Oder wann hast du zu deinem Dad gesagt, hey Dad, Dankeschön für was du tust. Good job. Oder deine Mom, Dankeschön Mom für alles, was du für mich tust. Good job, Mom. Wenn wir anfangen zu loben, andere Dinge, was wir können tun, wenn wir anfangen, zu reden, was der Mut spricht. Einfach ein bisschen Mut bringen. Ich fuhr eine Person diesen Weg und er sagte, ich habe sie in Stall und am viel Mut und das schafft nicht und was tue ich und was gehe ich von hier wieder. Und ich bin stolz mit am Top und ich habe mit am geredet und ich weiß nicht, was ich alles sehe, aber ich brauchte am Mut, wenn ich auf einmal anfangen kann, still zu setzen in seine Saat und sehe, und wo ist dann das und wo ist das mit das. Und so, wenn wir nach der nächsten Person gehen, was wir sein, oder wenn wir uns Frauen bis Mut sprechen. Und dann der nächste wird, was wir können brauchen, ist, wird von Heilung. Weil wir sprechen von Heilung und Trost. Und so Menschen herum uns, das ganz dicht bei, vielleicht even in den Einheim, Menschen fehlen zu heilen, von wo sie durchgegangen sind. Vielleicht hast du jemanden gestorben, vielleicht was immer da passiert ist. Da fehlt Heilung, da fehlt Trost. Und du kannst wird von Heilung, wird von Trost anfangen zu reden für die Menschen, die daran die sind. Matthäus 3, Vers 16. Das ist, wo Gott zu Jesus redet. Und wir finden ein paar Mal in der Schrift, wo Gott zu Jesus was sagen wird. Und das ist die Geschichte, wo Jesus gedeibt wird. So Johannes 3, 16. Jesus, der wird gedeibt. Er kommt aus dem Wasser raus, der Himmel, der merkt sich auf. Er sieht, dass Gott sein Geist kommt ab Jesus. Und dann Vers 17, da sagt er, in einer Stern vom Himmel seht,
Dit is mijn leven zijn, met dem ik zeer tevreden ben. Dit is mijn zijn, met wem ik zeer tevreden ben. En zo ik wil jullie als mom en dads besonders dit opgeven. Kijk naar jullie kinderen, jullie zijn, jullie dochter en zei, ik zie zeer tevreden met die. Ik lief die, ik gleich die. We gleichen dat alle te hier. En voor de kinderen, die kunnen dat doen te de ouderen. Kijk, nu we oud zijn, vielleicht zijn al bevriend, we zijn al jaren, jullie ouderen zijn al een beetje ouder. Zeg dat jullie ouderen. Ik lief jullie. Ik zie zeer tevreden met jullie. En zo we kunnen onze nächsten eer en de hulp geven en het moed spreken. Jezus, God deed dat te Jezus en dat is een goede exempel, een goede voorbeeld voor ons dat we dat ook doen. Ik wil met jullie beden. En zo, ik wil vragen dat je opstaan en wel een gebed doen met jullie top. En zoals je staan, ik wil best vragen dat je de uwe toe merken. En hier is een persoonlijke vraag aan die. Deze vraag is voor die. Wer is dat in dien leven wat de gans reden is en wat de lucht dat du was anders aanvangen te reden? Wer is dat in dien leven wat de lucht en wat de gans reden is dat du was andere reden gaat? Is het dien zijn? Is het dien dochter? Is het dien mom? Is het dien dad? Wer van dien je schwester? Wer is dat wat du wilt zeggen, ik zie rijd? Dat aanneemt dat hij er zij wat anders aanvangen te reden. Dankzij God dat we dien woord hebben en dat de kracht is in dien woord. En ik vraag bij God dat deze dingen waar we van gereed hebben, dat het niet plus worden ideeën zijn, tips zijn, maar dat het wordt inspireerd zijn van die Heilige Geest, dat u was schaffen met dit. En dat u ons was helpen en de kracht geven, om even onze lippen te werken, ons hart te veranderen en veel dafür te zeggen wat er naam komt en einfach bis ontvangen leven te reden. Ja, van kracht van dit. We kunnen dat ohne die niet en we vragen dat u dat kannst doen. We kunnen vele dingen doen, maar ons fehlt het aan die dat u ons helpt met onze tong, met ons meel. Dat we dingen reden wat die hooggeven, die opheven. En de mensen om ons. Ik vraag bij God dat u ons was vergeven, waar we zijn gelukkig geweest en hebben metgereed, dingen wat geriest zijn, dingen wat hem schämen zijn. Ik vraag bij dat u ons was ganz reinmerken. Help ons dat van hier wieder, dat we kunnen zo'n reden hebben, zo'n leven hebben, wat een Engelscheid merkt op een positieve weg. God dankzij voor die woord, dat het zo levendig is in ons. En we vragen bloos dat er wat met ons gaan in deze werk. Want we deze dingen aanwenden, dat er wat een Engelscheid te zijn. We hebben dat is wat de lucht dat we weer anders aanvangen te reden. Dat ze dat worden aanwaren. We danken die dat u goed bent. En dat u geduld hebt met ons. En dat u ons lief hebt. En we leven die terug. Amen. En dankzij Pastor Jacob. Wat je weet zijn wichtig. En zo werden we ons deze week een persoon zien en het opbouwen met de woord wat we vertellen doen. De gebedsteam is hier in de stad Ferns, want je gebed veel dit blijft tree, zij worden je probleem voor God brengen helpen. En buiten dat zij je en loten had je gezien de week, zo ons nächste week. For a team.